Adelian. Dalam günü sizin hangi Gamnegin Düngi Derang. Ich möchte gerne mein Willkommen aussprechen an alle, die hier versammelt sind, an die Mitglieder des Sangha und die verschiedenen Klöster, die verschiedenen Lehrer, die Kalyana Mitras, die Herzensfreunde, all die Dharma-Freunde, die überall wo versammelt sind. Und alle die Freunde und Verwandte in Tibet, auch ihnen möchte ich meine Grüße übermitteln. Und heute ist der 10. Tag dieser Gelegenheit des Ayakshema Frühlingsdharmas. Und ich denke, dass ich heute über die 21. dieser guten Tagen sprechen möchte, aus der Autobiografie von Michael Dörje. Es sind noch nur weitere 3 Tage übrig und wir kommen also hier zum Ende dieser Unterweisung. Was dann nach dem 21. kommt. Bis dahin möchte ich sozusagen lehren dieses Mal und dann, was danach kommt, werden wir das für nächstes Jahr aufheben. Was sollte ich dann danach unterrichten, wenn ich mit dieser Lebens- und Befreiungsgeschichte von Michi Dorje zu einem Abschluss gekommen bin? Alle, ihr solltet eure Meinungen zusammentragen und eure Vorschläge sammeln. Und ich sollte darüber nachdenken, was ich dann danach unterrichten sollte. Aber was heute jetzt ansteht, und das ist der 18. gute Tat aus dem Lebens- und Befreiungsgeschichte des Jebsen Mikyi Dorje, genannt die guten Taten. Und wenn man der Gliederung folgt, die sein Diener Sanjay Paltrup zusammengestellt hat, zu dieser Lebensgeschichte, dann gibt es wenn wir schauen, wo sind wir da angelangt drin, dann sind wir darin angelangt, was ist das Üben und Vertrautmachen mit den 2 Arten von Bodhicitta Herzensmut bedeutet. Und darin sind wir in der Übung des Bodhicitta Herzensmut der Lebenstäuschung, was wiederum das hat, was in Sammlung geschieht und das, was nachher folgt. Und bei dem in Sammlung haben wir, bei dem, was nachher folgt, das, was sich an die Lage der anderen zu versetzen und zweitens dann die widrigen Umstände als Weg selbst zu nehmen. Und unter diesen 10 Punkten, die darin genannt sind, sind wir darum jetzt dem 8. Punkt angelangt, nämlich wie wir dann das auf den Weg bringen können, was entweder gut oder schlecht verläuft. Und wenn man das, was eben gut oder schlecht verläuft, als Weg nimmt, darum geht es hier. Und dazu gibt es einen Vers. Wildverrückte Lebewesen sind in Arten grenzenlos. Wenn's läuft, weil's läuft, sind sie der Mittel unbewusst verblendet. Geht's schief, weil's schief geht, sind's der Mittel unbewusst verblendet. Denke ich an ihr verblendet Tun und Folge, ist mir's unerträglich. Auch dies scheint mir, ist meine gute Tat. Während der Lebenszeit von Gyalwang Mijie Dorje gab es für die meisten Leute sehr wenig Ausbildung, kann man sagen. Sie waren nicht sehr gebildet, ihre Gemüter waren sehr wild und ungestüm, sie waren sehr hart und roh und auch widerspenstisch, schwer zu korrigieren. Das war etwas, wo man
Aber trotzdem, darunter gab es einige, von denen sie sagten, das sind jene, die halten die Lehre des Buddha aufrecht, bewahren sie und verbreiten die Lehre. Und das waren jene, denen sie ihre Hoffnung schenkten. Das waren die Träger ihrer Hoffnung. Und hat ihnen große Namen gegeben. Aber wenn Dinge gerade gut liefen für sie und ihre Gruppierungen und dann, wenn alles gerade so passend war und alles, was man so brauchte, die verschiedenen vielen Dinge waren alle da und verfügbar, dann haben sie sich nicht darum gekümmert, ob das Kloster groß ist oder klein. Und sie waren nur wenige Mönche vielleicht. Und sie haben die ganzen Tag und Nacht sich damit befasst, wie sie diese Klöster in Schuss halten, ob sie nun große oder kleine waren. Und davon völlig abgelenkt und nur davon aufgesogen von diesen Tätigkeiten und wurden ihre Lebensart, was sehr widerspenstig, sehr schwierig für sie, ihren Lebensstrom mit Dharma, befreiender Information zu vermischen. Wenn umgekehrt dann alles schief ging und die Dinge schlecht verliefen für ihre Gruppe, dann haben sie auf jede Weise versucht, die Dinge wieder ins Lot zu bringen und waren damit beschäftigt, nach Lösungen zu suchen, um das wiederherzustellen, was sie verloren glaubten. Und dann waren sie solche Art abgelenkt und aufgesogen mit jedem ihrer Gedanken darin, dass keinerlei Blick auf Mittelmeer hatten, die irgendwie Befreiung oder gar Wissenheit im Sinne hätten. Und aber auch niemand, den sie wussten, der das beherrscht. Und sind so in dieser Freizeit muss man darüber nachdenken. Also wenn gerade Dinge sehr gut laufen und wenn man ein bisschen Freizeit hat, dann sind Leute vielleicht zu jedem Zeitpunkt gerade einfach zufrieden mit dem, was sie zu essen, zu trinken haben, werden schlafen und so weiter und werden träge. Wenige, die sich dann darum kümmern, sich vertraut machen, mit befreiender Dharma-Information zu üben. In solcher Weise, wie die Zeiten alle sehr korrupt und verkommen waren, war es für Mikidoji ein unerträgliches Gefühl, ein großes Mitgefühl mit diesen Menschen. Mikidoji selber, für ihn war es so, dass viele Leute die Gegenwart von Java Mikidoji aufsuchten, einer Audienz baten und so weiter. Und viele Leute kamen. Und er hat immer sich darum bemüht, herauszubekommen, was jetzt, wie alt sie sind und was sie gerade so tun in ihrem Leben. Und was macht ihr diesem Jahr oder diesem Monat? Das habt ihr die letzten Zeit so gemacht. Er fragte über alle diese Einzelheiten nach. Und wenn dann Leute ihm dann diese Geschichte erzählten, und er hatte den Eindruck gewann, dass sie ihr Leben im Grunde, ihr kurzes Leben auch noch verschwendeten, dann wurde er sehr besorgt darüber und fragte nach. Er hat sogar dann zu ihnen gesprochen, sehr direkt hatte sie angesprochen, hat gesagt, so Sachen wie, die direkt auf den Punkt gerichtet waren, hat er direkt und unverblümt es gesagt. Hat sie gefragt, riechst du gerade den verrotteten Geruch in deiner Nase und in deinem Mund? Normalerweise, wenn etwas verrottet ist, dann kann man das doch deutlich riechen, nicht wahr? Und er sagt, ja, riechst du das Verrottete in deiner Nase und deinem Mund? So, er fragt sie, riechst du das? Und die Leute sagen, nein, ich rieche gar nichts, sagen sie. Und dann antwortet er, das ist so wirklich erstaunlich. Alles von innen längst verrottet. Alles in deinem Brust und deinem Inneren ist völlig verrottet und du riechst es noch nicht einmal. Solche direkten
Es ist direkten, unverblümten Aussagen hat er verwandt, um sie damit zu konfrontieren. Die Bedeutung mit der Kernbedeutung. Du bist dabei, dein ganzes Leben zu verschwenden. All dein Gehirn, dein Hirn und dein Herz und alles war völlig nutzlos bisher. Diese direkten Konfrontationen hat er durchgeführt, wenn Leute dann kamen, um ihn um Dharma-Unterweisung zu bitten. Dann hat er ihnen sehr klare, manchmal harte Weisen gegeben, sie ihnen Rat zu geben. Er sagte, denk mal darüber nach. In deinem Leben. Du hast ein sehr kurzes menschliches Leben, nicht wahr? Und dann sind Jahre und Monate und Tage sind bereits schon vorbei. Wie viele sind schon vorbei? Du kommst näher und näher an das Sterben heran. Die 4 Elemente, aus dein Körper zusammengesetzt ist, sind bereits dabei zu verfallen. Die waren mal irgendwann jung und frisch und jetzt werden sie älter und gekrümmter. Und all deine Freunde, die du da als Freunde glaubst, die haben dir nicht wirklich geholfen. Außer, dass sie dich getäuscht haben, hintergangen. Und du bist jemand, der nur über dieses Leben nachgedacht hat, der sich nur damit befasst hat. Du hast überhaupt keine Vorsorge getroffen für die zukünftigen Lebenszeiten. Und diese Freunde, die du deine Freunde nimmst, diese negativen Freunde, diese schlechten Kumpanen, haben dich völlig unter der Kontrolle. Du verwendest deine ganze Zeit auf all diese vorübergehenden Bedürftigkeiten und bist durch diese Bedürfnisse voll getäuscht. Und wenn du da ein klein bisschen an Wohlstand und Reichtum gesammelt hast, dann hängst du und klammerst dich daran und du bist im Grunde genommen gar nicht in der Lage, für dich selber deinen eigenen Verantwortung zu tragen. Du bist völlig von den Maras, von den Übel davongetragen. Und dann gab es vielleicht einige Leute, die glaubten, dass sie ein bisschen geschickt waren, dass sie größere Arten von Aktivitäten waren, dass sie in der Lage waren, ihre Klöster zu verwalten und Schüler zu haben und so weiter. Und ihre verschiedenen Orte. Und er sagte, dann bist du im Großen, und Große gesehen, klebst du an deinen Studenten, deinen Schülern, deinen Klöstern und Orten. Und wenn es nur im Kleinen betrachtet ist, dann bist du unter der Kontrolle deiner Sponsoren und Gönner. Du lässt dich praktisch deines eigenen Guten, deiner Gutartigkeit berauben. Und dann nennen das einige immer noch so, als ob sie die Lebensweise eines Asketen führen, was mir völlig fehlgegangen scheint. Solche Art hat es sie angesprochen und konfrontiert. Wenn wir also über die Bedeutung, die Kernbedeutung dieser 18. guten Tat nachdenken und darüber sprechen wollen, dann sind da drei Hauptpunkte. Der erste Punkt darin ist, wenn wir über das Sammeln von Dharma-Erfahrungen sprechen, was meinen wir damit? Wie müssen wir denken? Welche Art von Einstellung oder Denken sollten wir pflegen? Was sollte unsere Geistes- und Herzenshaltung sein, wenn wir darüber sprechen, Dharma-Erfahrungen zu sammeln? Und das Zweite, was ist das? Was meint Dharma üben wirklich? Was heißt dieses Erfahrungssammeln in befreiender Information tatsächlich? Was bedeutet das? Was ist damit gemeint? Und dann
Die dritte ist dann was sind die besten Gelegenheiten? Dann, wenn Dinge gerade gut laufen oder wenn sie schlecht laufen. So, okay. Zum ersten Punkt, nämlich die Art und Weise, wie man denken sollte, was die Geisteshaltung sein sollte, oder unser Grundverständnis davon, wenn wir uns dem Üben und Sammeln von Erfahrungen widmen. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das klar klar fassen und verstehen. Und Leute, wir haben schon diese ganzen Tage ein bisschen darüber gesprochen, über das, was hier Dharma üben im Allgemeinen bedeutet. Aber es gibt immer noch ganz viele Leute, denke ich, die glauben, dass wenn wir Dharma üben, sagen, das meint, irgendwelche Gebete zu sprechen. Oder wir sagen, solche, die Dharma-Übende sind, die sind ja täglich damit beschäftigt, ihre Gebete zu sagen oder ihre Pujas abzuhalten. Oder ist vielleicht ihre Übung, dass sie Mantras wiederholen oder vielleicht ist es Leben zu retten, so Tieren Leben zu schenken und so weiter. Also wir sollten darüber mal im Augenblick klar werden, klar ins Auge fassen, was bedeutet das, wenn wir selber sagen, Dharma üben, was kommt dann sofort in unser Sinn? Nicht nur das, und dann gibt es tatsächlich auch einige Leute, die glauben, mit Dharma üben halt, dass sie meinen, dass da muss man in einen Schreinraum, in einen Tempel sich begeben und auf einem Kissen sitzen. Oder muss also ein Altar sein oder ein kleiner Platz davor, wo man sich hinsetzt vor diesen Altar und dass das damit zu tun hat. Und solange wir auf diesem Kissen sitzen, haben wir das Gefühl, das alleine ist schon Dharma üben, das zählt unter Dharma üben. Viele Leute denken so. Das ist ihr Verständnis von dem, was sie mit Dharma üben meinen. Und zum Beispiel ein Haus einer Familie besucht, dann sehen wir vielleicht nur das Kind und dann fragen wir, wo ist der Vater hin? Und dann sagt das Kind vielleicht, oh, mein Vater ist gerade weg in den Schreinraum und übt da Dharma. Und dann man fragt, woher weißt du, dass er Dharma übt? Und sagt er, ja, weil er in den Schreinraum gegangen ist und dort Dharma übt. Sogar die Kinder glauben das schon. Aber wenn wir tatsächlich darüber nachdenken, was Dharma üben oder Dharma Erfahrung sammeln bedeutet, dann ist natürlich Gebete zu sprechen oder Mantras zu wiederholen, ist natürlich auch ein Teil von Dharma üben. Aber wenn wir glauben, dass das alleine die Bedeutung sei, dann ist dieses Dharma üben nicht das, was es wirklich auch sein könnte, nämlich da ist eine viel tiefere Bedeutung auch noch, die nicht nur bedeutet, dass man bloß in einem Schreinraum dort sitzt oder irgendetwas wiederholt. Natürlich ist Gebete zu sprechen ist das ein Teil von einem Dharma üben, aber bloß die Tatsache, dass wir irgendwelche Gebete sprechen alleine, ist noch nicht unbedingt eine Garantie dafür, dass es tatsächlich ein Üben von Dharma, vertraut machen mit Dharma-Information ist. Weil wer weiß, was sonst in unserem Herzen dabei vorgeht, während wir das tun. Und deswegen kommt es darauf an, wenn wir die Frage entscheiden wollten, ob es ein Dharma üben oder nicht, was wir im Inneren, ein tiefen Verstehen davon haben. Es ist nicht das äußere Bild, was wir abgeben, sondern das, was tatsächlich in unserem Inneren an Verstehen dabei eine Rolle spielt. Es gibt viele Leute, die sagen, da habt ihr den Eindruck, dass viele Leute Dharma üben, es so betrachten, das ist was ganz Besonderes. Das ist so, da brauchen wir da andere Bedingungen dafür, um damit beginnen zu können. So wie eine besondere Arbeit, einen Job, den wir haben. Da muss man furchtbar aufpassen dabei und sich voll konzentrieren dabei. Es sind viele Leute, die denken so. Oder andere gibt es, die sagen, Dharma üben ist tatsächlich was furchtbar Langweiliges.
Ich habe da eigentlich kein Interesse an solcher Art von Arbeit. Das ist unheimlich langweilig. Da ist nichts Interessantes dran an diesem Dharma-Üben. Dharma ist sowas sehr, was keine Frische hat, da ist kein Lebensgeschmack drin. Und viele Leute die denken, dass es irgendwas sehr Kompliziertes ist. Manche Leute denken, das ist ein wahnsinnig irgendwie kompliziertes, vertracktes, so wie einen ganz schwierigen historischen Text oder ein Dokument lesen müssten oder so schwierig. Wenn man kein richtiges Interesse dran hat, man kann das nicht richtig verstehen, worum es geht und findet es dann sehr langweilig, kann nicht mehr richtig herausfinden, um was es dabei eigentlich geht. Für die Leute ist es so ein wahnsinnig schwieriges, kompliziertes, langweiliges Geschehen. So wie manche Leute, die vielleicht Mathematik betrachten, da sind sie in die Schule gegangen, hatten zwar dort einen Mathematikunterricht, aber man hat das Gefühl, das ist unglaublich schwierig. Man muss da sich den Kopf anstrengen, Kopf zerbrechen über irgendwelche Sachen und wahnsinnig aufpassen. So, und diese Art und Weise von Dharma üben muss man unglaublich schwierig, mit viel Zeitaufwand, richtig schwierig nachdenken und sich den Kopf zerbrechen. So denken manche Leute. Aus diesem Grunde ist das für manche Leute Dharma üben was völlig Uninteressantes. Es ist schwierig. Ich verstehe nicht, worum es eigentlich geht. Ach, da muss man so viel denken. Da gibt es all die verschiedenen Vorstellungen, Visualisationen, die man da mit verschiedenen Gottheiten und so weiter und all die Dinge, an die man denken muss dabei. Und solche Leute denken, solche Leute würden, wenn man Dharma üben sagt, sofort im Inneren an so etwas denken. So ein Bild kommt ihnen auf. Man sollte richtig. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, das geht sowieso nur, wenn alles gerade besonders gut ist. Das muss richtig echt gut sein. Es braucht einen speziellen Raum dafür. Das darf auch nicht zu heiß und nicht zu kalt sein. Und ich muss davon nicht zu betrübt oder zu fröhlich sein. Und wenn es zu kalt ist, dann klappt das auch wieder nicht. Dann muss ich die ganze Zeit nur niesen, bis sich da in die Nase läuft. Und ich muss darauf achten, dass mein Körper warm ist. So braucht man also einen wohltemperierten Raum und unsere Stimmung muss genau richtig sein. Und dann werden wir wahrscheinlich in der Lage sein, etwas Dharma zu üben. Aber bevor wir damit anfangen, sollten wir auf jeden Fall noch einen Haufen Arbeit reinstecken. Bevor wir anfangen, sollten wir als allererst alle unsere WeChat-Mitteilungen oder Facebook-Mitteilungen anschauen. Wir müssen die alle durchgelesen haben, müssen geguckt haben, was da alles passiert und dass wir auch nichts übersehen haben. Und wie viel Antworten haben wir gekriegt und wie viele Likes und so weiter. Und alle unsere E-Mails müssen wir gelesen haben und beantwortet haben. Wir dürfen haben alles rausgesandt, was nötig ist. Unser Magen darf auch nicht zu voll sein und auch nicht zu müde. Und dann haben wir vielleicht, wenn all das abgeschlossen ist, wenn wir all das erledigt haben, noch ein klein bisschen Zeit übrig gewonnen. Und dann sitzen wir auf unserem Kissen und meinen, dass wir jetzt Dharma üben. Und wenn Sie glauben, Sie brauchen gerade keinen Dharma zu üben, dann machen Sie es nicht. Und wenn Sie meinen, ich brauche mal unbedingt wieder Dharma üben, dann machen Sie es. Das ist so wie so ein Ritual. Es ist eigentlich, wenn man wirklich, aber wenn es wirklich auf den Kern läuft, darauf hinaus, dass man dann meistens keine Zeit dafür hat. Und wenn wir dann Zeit dafür glauben zu haben, dann ist das so was wie ein Ritual, so etwas, das wir durchziehen. Irgend so was mit dem äußeren Getue verbunden ist. Das hat einen Ausdruck von etwas, was wir da inszenieren. Das ist so vielleicht unsere Vorstellung von Dharma üben, von das ist eine gewisse etwas, eine Arbeit. Das ist sowas wie eine besondere Arbeit, die man durchmachen muss. Das braucht ganz viele Bedingungen dafür, dass es überhaupt möglich ist, das zu tun.
Wir müssen da immer uns dazu zwingen, müssen uns antreiben dafür. Es muss absichtlich geschehen, müssen wir uns da reintreiben. Und das ist vielleicht so, wie wir glauben, das ist Dharma praktizieren. Aber wenn man sich überlegt, was ist der Kernpunkt dabei von all dem? Und darüber möchten wir vielleicht auch ein bisschen sprechen. Ich möchte da nicht zu viele Geschichten erzählen, aber vielleicht ist da eine Geschichte, die alle schon gehört haben, aber ich habe da nicht so eine riesengroße Auswahl an Geschichten, die ich erzählen kann. Also es geht die Geschichte von Atisha, als er nach Tibet kam, von Indien nach Tibet kam. Also er war in Bangladesch geboren und dann am Ende ging er nach Tibet am Ende seines Lebens und ist dort auch gestorben. So in der späteren Zeit in seinem Leben sind all die Panditas, die nach Tibet gegangen sind, ist er unter all denen, die nach Tibet gegangen sind, von den Panditas hat er das größte Wirken gehabt und hat auch viele Schüler dort gehabt. Und da waren die zwei großen Yogis, seine zwei Hauptschüler. Und er sagte, wenn man das kann, dann ist man ein großer Yogi. Da gibt es also einen Schüler, der hat einen großen Yogi. Und dann gibt es noch einen großen Yogi, einen Yogin und einen großen Yogi. Ja, und dieser große Yogi war sozusagen sein Diener gewissermaßen. Der ihm also da täglich zu Diensten war, so ein Helfer, der war sozusagen der sogenannte große Yogi. So, nachdem er gestorben war, er hat gesagt, sagt er, wenn du gestorben bist, dann werde ich dein Dharma ebenso wie du das gelehrt hast. Und die meisten Lehrer würden sagen, wenn jemand sagt, ich werde den Rest meines Lebens dafür verwenden, Dharma zu üben, dann wäre das normalerweise so etwas, wo ein Lehrer darauf positiv reagiert, wenn er seinen Schüler fragt, was willst du machen? Und er sagt dann, nachdem du gestorben bist, werde ich den ganzen Rest meines Lebens Dharma üben, so wie du es gelehrt hast. Aber Atisha sagte, er fragte ihn, kannst du das wirklich? Kann das, was du da tust, was du als Üben nennst, wirklich Dharma sein? Und dann hat der große Yogi, wenn das so ist, wenn das noch nicht mal Dharma sein soll, dann sollte ich vielleicht andere Dharma lehren. Dharma unterrichten und die Lehre verbreiten. Vielleicht sollte ich das tun. Was denkst du? Und Tisha sagte, natürlich ist es okay, wenn du Dharma lehrst. Aber ist das, was du da lehrst, dann wirklich gewährleistet, dass es wirklich Dharma wird? Und der Najapa Jembo, der große Yogi, hat dann nachgedacht, überlegt, was soll ich jetzt sagen? Und dann hat der Tisha gefragt, sagt, okay, nun sag mir, was ist das Beste, was ich tun sollte? Etwas, das wirklich Dharma ist. Erzähl mir, was ich machen soll, dass es wirklich Dharma wird. Er sagt, alle ihr, und das meinte die Schüler, alle seine Schüler, ihr sollt einem Lehrer folgen. Chungtönpa solltet ihr folgen, als Lehrer folgen. Er sagt, euer Lehrer sollte Trumtönpa sein, Geshe Trumtönpa. Und Trumtönpa war aber gar kein Mönch. Er war kein Mönch, war nicht ordiniert, war nur ein sozusagen als die Laiengelübde sogenannten. Und der große Yogi war eigentlich ein Mönch. Und als der Tisha sagte, dann alle seinen Schülern, die Mönche waren, auch sagt, hier, das ist euer Lehrer, dieser Tromtenpa. Wir sollen mit diesem Laien hier, mit diesem Geshe Tromtenpa sagen. Und sie sagten, wie kann das denn hingehen? Das ist ein komisches Gefühl, was in ihnen aufkam. Und das Zweite, was er ihm unterwies,
Atisha dem großen Yogi sagt, gebe dieses Leben auf. Lass die Sorge um dieses Leben sein. Ob es nun Dharma wird oder nicht, halt davon ab, wie weit du deine Hoffnung an dieses Leben hängst oder nicht. Wenn du die Sorge um dieses Leben lässt, dann wird alles, was du tust, auch Dharma werden. Aber was immer du tust, wenn du gleichzeitig an diesem Leben klammerst, kann niemals Dharma sein. Das ist eine Geschichte. Und die zweite Geschichte, die ich noch sagen möchte, hat etwas mit Dromtenpa zu tun. Dromtenpa, nach dem Fortgehen von Atisha, ging er nach Laching. Dromtenpa ging nach Laching, das ist also eine Gegend. Raching hat dort ein Kloster gegründet, das ist das sogenannte Raching-Kloster, eines der frühesten Kadampa-Klöster in Tibet. Und so, während er dort in Raching-Kloster sich aufhielt, da kam dieser Mönch da und hat immer ein Korva gemacht, eine Umrundungen um diesen Kloster. Und in Tibet gibt es einen inneren Rundgang und einen äußeren Rundgang. Und das war also ein Rundgang, der außerhalb der äußeren Mauern des Klosters war. Und er pflegte so, diesen Rundgang zu gehen. Er hat jeden Tag sich diesem Rundgang gewidmet und eines Tages kam Dromtenpa. Und während er rumging, traf er auf Dromtenpa. Und Dromtenpa sagte zu diesem Mönch, er sagte, es ist großartig, dass du hier solche Umrundungen machst. Aber ich glaube, es wäre besser für dich, wenn du echten Dharma üben würdest. Das sagte er ihm. Und er war ganz erstaunt. Und ich dachte, während ich hier diese Umrundung mache, und er dachte, das ist doch Dharma. Viele Leute glauben, dass wenn das Umrunden selber schon Dharma üben sei. Aber natürlich kann es auch Dharma üben sein, aber Dromtenpa sagt, das Umrunden ist schon gut, das ist schon okay, aber besser ist es, echt Dharma zu üben. Und dann hat er gedacht, da muss etwas sein, was noch besser ist. Ich dachte, was soll das sein? Dann ist es wahrscheinlich besser, wenn ich Niederwerfungen mache. Und dann ging er in einen Platz innerhalb der Klostergeländes, wo Leute auch ihre Niederwerfungen anboten. So wie wir das machen, wenn wir die 400.000 Niederwerfungen üben. Und er begann mit diesen Niederwerfungen. Eines Tages kam Dromtenpa vorbei und sagte, oh Lama, deine Niederwerfungen sind tatsächlich toll, aber wäre eigentlich schöner für dich, wenn du da echten Dharma üben würdest. Und er dachte, komisch, ist Niederwerfung nicht Dharma üben? Was sollte denn noch Besseres sein? Vielleicht ist es dann gar kein Dharma, was ich da mache. Und dann vielleicht ist es gut zu studieren. Vielleicht sollte ich die Texte lesen, die großen Haupttexte lesen. Und er ging in das Kloster in einem Ort und verbrachte viel Zeit damit, diese Texte laut zu lesen, die Worte des Buddha laut zu lesen und so weiter. Und eines Tages kam Dromtenpa vorbei und sah ihn da mit diesen Texten zugange. Und er sagte, oh, dein Lesen dieser Texte ist wirklich gut, aber es wäre noch besser, wenn du echten Dharma üben würdest. Eieiei, sagte er, was soll das denn jetzt sein? Ich verstehe das nur wirklich nicht. Wenn das nicht Dharma ist und jenes nicht Dharma ist und das auch nicht Dharma, was dann alles in der Welt soll dieses Dharma sein? Vielleicht sollte ich einfach da sitzen und Dharma einfach in Sammlung ruhen. Dann wäre das doch, wenn das nicht Dharma ist, dann weiß ich wirklich nicht mehr. Wenn ich einfach hier sitze und in die Sammlung übe, dann gibt es ja niemand, der mir sagen kann, dass das kein Dharma ist. Also hat er es getan und eines Tages kam wieder Dromtenpa vorbei und sagte,
Und er hoffte, dass Tromtempa, wenn er vorbeikäme, dann sagen würde, jetzt bist du richtig gut dabei, damals eben. Aber Tromtempa kam und fragte das Gleiche wie zuvor und sagte, es ist gut, dass du hier sitzt und dich übst, aber es wäre besser, wenn du wirklich Dharma integrieren würdest in dein Leben. Das wäre der ganze Sinn und Nutzen davon, dass du hier so sitzt und in Sammlung ruhst. Und er war völlig perplex und dachte, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Weil er immer dachte, er hatte alle seine Methoden benutzt, die irgendwie ihm in den Sinn kamen, die er verband damit, was Dharma üben sein soll. Und wenn das immer alles noch nicht genug sei und Tromtempa immer noch sagt, dass Dharma üben etwas anderes, Besseres sei, dann hat er das Gefühl, es platzt ihm gleich der Kopf und er kann überhaupt nicht mehr verstehen, was noch Sache ist. Und was immer ich auch tue, wird er immer noch sagen, ich sollte eigentlich lieber Dharma tun. Also sagt er, bitteschön. Also ich habe keine Idee jetzt mehr, was Dharma üben sein soll. Wenn du mir jetzt nicht endlich sagst, was es eigentlich wirklich ist. Und die Antwort, die er bekam, war, lass die Sorge um dieses Leben sein. Lass die Sorge um dieses Leben sein. Lass die Sorge um dieses Leben sein. Dreimal hat er ihm das gesagt. Versteht ihr den Punkt? Er hat dann, die eigentlichen Worte waren ein bisschen anders, die habe ich jetzt vergessen, aber versteht ihr den Kernpunkt dabei? Versteht ihr dabei? Es geht nicht darum, dass irgendein Dharma-Üben eine äußere Handlung ist, die wir einfach durchführen, die wir den Eindruck, den wir erwecken oder dass wir irgendetwas inszenieren, sondern es geht um unser Geisteszustand bei alledem. Da, wo wir üben, was ist unser Geisteszustand? Was treibt uns dabei um? Wenn unsere Denkweise richtige ist, dann kann was immer wir tun auch Dharma üben sein. Dann kann das sein, wenn wir Texte lesen oder was auch immer. Dharma üben sein. Aber wenn wir glauben, dass das bloße äußere Handeln, das wir inszenieren, das schon alleine die Garantie dafür sei, dass wir eine befreiende Information von Dharma tatsächlich üben und darin Erfahrung sammeln, dann kann das nicht funktionieren. Der Grund, warum das nicht funktioniert, ist, dass es nicht tatsächlich unsere innere Bewusstseinseinhaltung trifft. Entscheidend ist doch, dass es unsere eigene Geisteshaltung verändern kann, informieren kann. Solange das nicht der Fall ist, was soll denn dann daran Dharma üben sein? Wenn wir Gebete durchführen und oder Mantras wiederholen, Mani Padme, aber nach außen, aber innen drinne denken wir nach, über was wir vielleicht lieber tun würden oder vielleicht sterbe ich morgen oder vielleicht könnte ich krank werden morgen oder irgend sowas. Wenn wir im Inneren auf unsere Gedanken schauen, wenn wir Leute so sitzen sehen, dann wissen wir nicht, was die wirklich im Inneren denken. Und von außen sind wir beeindruckt. Wir denken, oh, toll, und ihr seid Dharma-Übende. Das ist so der Eindruck, den wir es in uns erweckt. Aber wenn er ganz merkwürdige Gedanken in ihm hat, der da außen sitzt und Om Mani Padme Hum wiederholt. Wenn wir darauf nicht achten können, es ist jemand, der übt, der vielleicht darin, dass er Mantra wiederholt, aber was ihm tatsächlich im Inneren passiert, ist vielleicht etwas ganz anderes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere innere Geisteshaltung genau auf den Kernpunkt bringen, sonst ist das alles kein Dharma-Üben, hat kein Erfahrungssammeln von befreiender Information. So, jetzt haben wir unsere 30-minütige Pause. Wie ich bereits vorher gesagt habe, was jetzt wirklich echt Dharma ist, dieser Punkt gilt es zu klären. Das hat zu tun mit unserer Art und Weise zu denken. Es ist die eigene individuelle Art und Weise zu denken und zu verstehen. Wenn
wenn man nur die äußere Weise, was die anderen denken und wie es von außen aussieht, zum Maßstab nimmt, dann ist das kein echtes Dharma, dann ist das nicht gut. Was ist nun wirklich Dharma? Dann ist es vielleicht so, gibt es also eine Reihe von Fehlern darin, wenn man Dharma nur so betrachten würde wollen, dann schauen wir mal auf die Situation. Manchmal läuft alles gut in unserem Leben, alles ist komfortabel, wir haben alles, was wir brauchen und so weiter. Und vielleicht läuft es gerade prima. Zum Beispiel haben wir einen neuen Liebhaber oder Liebhaberin gefunden, haben gerade Urlaub, wir haben einen neuen Job angeboten gekriegt und wir haben jetzt mehr Einfluss, haben mehr Geld, eine richtig schöne neue gute Arbeit gekriegt. Oder vielleicht ist es eine Situation, wo wir anlässlich eines Feiertages, vielleicht bei Neujahr, uns mit der ganzen Familie zusammentun, uns feiern und uns freuen. Also solche Momente, wo uns tatsächlich gut geht, wo alles prächtig läuft und so weiter, dann denken wir noch nicht einmal daran, Dharma oder befreiende Information zu üben und darin Erfahrung zu sammeln. Auf der anderen Seite gibt es dann Situationen, wo alles unglaublich schwierig läuft und ganz schwer zu ertragen, schmerzhafte Krankheit oder so, wo wir dem Tode nahe kommen oder zum Beispiel unsere Arbeit verlieren, der Arbeitsplatz ist verloren, unsere Beziehung geht auseinander und so weiter. Was uns körperlichen, starken Schmerz zufügt oder auch seelisch unter Druck setzt und viel Stress und Schmerz bedeutet und Sorgen. Und dann haben wir vielleicht den Wunsch, Dharma zu üben. Und an dieser Zeit aber, dann ist es manchmal so schwierig, dass manche Leute sich alleine schon liebsten in ihrem Heim verkriechen möchten und vor sich hin weinen. Einige haben dann keinen Appetit, andere verfallen dem Trinken oder Rauchen maßlos. In kurz gesagt, versuchen sie alle möglichen Mittel zu ergreifen, die irgendwie ihre psychisches Leid vermindert und sie davon auf andere Gedanken bringt. Und sie sind nicht in der Lage, eben diese Situation mit all diesen Schwierigkeiten und Härten anzunehmen. Und deswegen haben sie keinerlei Begeisterung mehr, kein Enthusiasmus ist verblieben, sie sind erschöpft und ausgebrannt. Wie könnte dann jemand noch Kraft dafür haben, Dharma zu üben? Manchmal ist es so, dann ist da nichts mehr zu tun, nichts mehr, was man machen kann. Alle Möglichkeiten sind erschöpft. Und dann haben wir nichts mehr als die Hoffnung, Zuflucht zu nehmen, und wir denken dann plötzlich an Buddhas und Bodhisattvas und wir meinen, wir müssen zu ihnen beten. Da gibt es ein chinesisches Sprichwort, das heißt, wenn man das in Englisch sagen würde wollen, also wenn gar nichts mehr geht, dann greifst du nach des Buddhas Füßen. Also immer dann, wenn gar nichts anderes mehr geht, dann klammern wir uns an die Buddha-Füße und dann hoffen wir, dass die das schon richten werden. Aber ich habe keine andere Wahl mehr, denke ich mir, alles andere ist ausgeschöpft und jetzt keine andere Möglichkeit bietet sich und dann, oder wenn Schwierigkeiten ist, dass wir Mantras wiederholen oder Gebete machen, dann solche der Situation, dann denken wir an Mantras und an Gebete. Normalerweise denken wir gar nicht daran, aber in dem Fall glauben wir dann jetzt, wenn wir an die Buddhas und Bodhisattvas wenden, dann werden sie das mit ihrer Kraft und mit ihrem Segen werden sie das schon richten und werden unsere Schwierigkeiten wegnehmen. Also wenn wir mit dem Rücken gegen die Wand stehen, dann gibt es dann viele, die dann da versuchen, dann irgendwelche Astrologie zu bemühen oder andere Divinationen oder was immer, was die auch alles ausprobieren. Andere Leute, dann, wenn sie so von Schwierigkeiten heimgesucht sind, dann gehen sie in das Internet, bestellen sich Bücher, lesen mal, was der Buddha gesagt hat, benutzen die Worte des Buddhas als eine Art, für ihre Seele zu erleichtern. Das ist sowas, wie man sagt, das ist Hühnersuppe für die Seelenkur.
dafür gebrauchen sie dann diese Buddha-Worte. Also etwas, wo man glaubt, dass uns irgendwie dann, wenn wir Schwierigkeiten haben, uns eine Erleichterung gibt. Wir suchen nach einer gewissen Erleichterung und brauchen dafür Dharma als ein solches Mittel, damit wir uns mehr entspannt fühlen und wieder auf bessere Gedanken kommen. Und eines Tages dann, wenn die Sachen wieder ein bisschen besser laufen, das Leid ist nicht mehr ganz so intensiv, wir haben ein bisschen Zeit übrig und dann denken wir, oh, okay, da wäre eine Gelegenheit, Dharma zu üben. Und wir sagen dann aber, okay, ich werde Dharma üben, aber an einem Tag, da wo die astrologischen Bedingungen günstig sind, an einem verheißungsvollen Tag, da werde ich dann mit Dharma üben beginnen. Also wir schieben es auf einen besonderen Tag, auf den wir dann beginnen. Und dann, oder wir sagen, ach, heute bin ich gerade noch ein bisschen erschöpft und ich mache das morgen. Wir haben allerlei Ausreden für so etwas. Am Ende sind wir nicht in der Lage, überhaupt Dharma zu üben. Da gibt es wieder eine ganz berühmte Art der chinesischer Sprichweise darüber. Da heißt es, morgen, morgen, wieder morgen, niemals hören die Morgen auf. Sagst du morgen, wartest ab, wird all dein Handeln in die Irre gehen. Also immer wenn wir auf morgen wartet, dann werden wir das ganze Leben letztlich verschwenden und nichts geschafft bekommen. So wie ich das bereits vorher gesagt habe. Wenn wir über Dharma sprechen, dann ist das nicht irgendeine Art von äußerer Inszenierung, die wir aufführen sollten. Das hat nichts mit Dharma zu tun. So sollten wir das nicht verstehen. So, wenn wir also von Dharma sprechen, also befreiende Informationen, vertraut zu machen, zu üben und in Erfahrung zu sammeln, was meinen wir damit? Es hängt von unserem Geisteszustand ab, unserer Art und Weise, wie wir das verstehen. So wie Atisha gesagt hat und Trumdenpa, vergiss dieses Leben. Das ist schwierig zu sagen, dieses Leben loszulassen. Aber was es bedeutet, dieses Leben loszulassen, ist, wenn wir Dharma üben, Erfahrung sammeln wollen in befreiender Information, dann ist das, was wirklich Dharma wird darin, hängt davon ab, wie wir es zu diesem Zeitpunkt, wo wir das tun, tatsächlich, welche Geisteshaltung wir dann einnehmen. So, das ist also sozusagen in der Handlung, in der Tat begriffene Geisteshaltung, auf die kommt es an. So, sprechen wir jetzt über den zweiten Punkt. Von den 3 Punkten, die ich vorhin vorgestellt habe, der zweite Punkt hier, was bedeutet solches Dharma-Üben wirklich? Das heißt also, wenn man es in echter Weise echten Dharma in Tat umsetzen wollte und Erfahrung sammelt, was muss man dann verstehen? Was ist damit gemeint? Und das Dharma-Üben ist nicht nur einfach, dass wir dadurch eine Erleichterung bekommen oder ein bisschen dann gut drauf sind, irgendwie ein bisschen frischen Wind bekommen. So, wenn wir gerade ein bisschen, die Situation schwierig, wir sind etwas missgestimmt oder und dann ist das so, als ob man da so, wie man sagt, diese Hühnersuppe als Seelenkur, die uns irgendwie wieder gut drauf sein lässt. Aber wenn wir das nur als Dharma verstehen, dann ist es das nicht. Grundsätzlich sind Buddhas und Bodhisattvas sind nicht so was wie eine Notfallmedizin, die wir gebrauchen können, oder eine Expressdroge, die uns besser drauf sein lässt. Wenn wir dann die Nötigkeit haben, dann holen wir sie herbei und dann machen sie die Arbeit für uns und dann tun sie uns sozusagen in der Notfallweise behandeln. Aber so sind sie eigentlich nicht. Das sind keine Notfallärzte, Buddhas und Bodhisattvas.
Wenn wir nicht uns gewöhnlicherweise an Buddhas und Bodhisattvas orientieren und dann nur in Notsituationen dann sagen, oh, kommt bitte her und schützt mich, zeigt euch mir, dann behandeln wir sie tatsächlich so, als seien sie irgendwelche Notärzte. Aber so funktioniert das nicht. Dharma zu üben, vertraut zu machen mit befreiender Information, ist auch nicht einfach nur irgendein Ritual durchzuziehen oder irgendeiner Tradition zu folgen, sondern es ist auch nicht irgendwie einfach so eine Verantwortung, die wir haben, oder einen Job, als ob man keine Wahl hat, dass man einfach durchziehen muss, wo wir zu gezwungen uns fühlen. So ist es auch nicht. Wenn wir Dharma als etwas sehen, als so eine Verpflichtung, die uns da auferlegt ist, dann ist das auch nicht die angemessene Haltung. So ist wie Tibeter das sagen. Wenn alles gut geht, singen wir Tralala, und wenn es schlecht läuft, beten wir zu Guru Rinpoche. Und dann, so sind dann manche Leute, ne? Die sind alles gut drauf, sind alles schön klar und offen ist, dann tun sie Tralala am Singen, und dann, wenn alles schwierig läuft und die Schwierigkeiten richtig hart werden, dann beten sie zu Guru Rinpoche. So funktioniert das nicht. Zuerst muss man verstehen, was ist denn die richtige Weise, ein solches Dharma zu üben, Dharma umzusetzen, Dharma in unser Leben zu integrieren. Was bedeutet das? Der Kernpunkt, den wir daran verstehen sollten, ist, das Dharma in das Leben zu integrieren, ist nichts etwas, was damit zu tun hat, dass wir mit hartem Versuchen oder Mühen zu tun haben, wo wir auf einem Kissen herumsitzen oder einem Schrein sitzen, sondern es ist etwas, was uns 24 Stunden am Tag das ganze Leben hindurch beschäftigen sollte, was etwas bedeutet, unseren eigenen Lebensstrom, die Lebensweise zu verändern. Das bedeutet es, Dharma in befreiende Informationen in das Leben zu integrieren. Zum Beispiel, wenn wir zuallererst uns auf diesen Weg gemacht haben, wie man sagt, man hat das Tor zum Dharma zu durchschritten, also man hat also Zuflucht genommen, wie man so sagt, dann ist die Frage, was haben wir dabei gedacht? Das war unser Verständnis dabei. Was war der Grund dafür, dass wir zuallererst überhaupt uns auf diesen Dharma-Weg gemacht haben oder Zuflucht genommen, wie man sagt? In die Tibeter oder dem Himalaya-Gegend haben allerlei Antworten darauf. Das ist so zum Beispiel dass die Tradition meiner Eltern, meiner Großeltern schon, das ist unsere Kulturtradition, dass wir das tun. Wir haben da nicht gelernt, darüber nachzudenken, was die Gründe dafür sein sollten. Das ist bei uns so üblich, wir machen das so. Wir haben vielleicht schon Zuflucht genannt, aber jetzt gilt es zu verstehen, was war eigentlich der Grund dafür? Was wäre denn ein echter Grund, der dafür geeignet ist, uns als einen Dharma-Weg gehen zu wollen? Natürlich hat jemand seine verschiedenen Gründe, jeder hat so seine verschiedenen Wege, warum wir da hingegangen sind. Aber der Hauptziel unter all den verschiedenen Gründen sollte es sein, dieselbe Hoffnung sollte uns alle eigentlich tragen und einen, nämlich, dass wir den Bhagavan, den Buddha, als ein Vorbild nehmen, dass wir ihn als Zielpunkt unseres Weges nehmen. Und bedenken, jemand, der so wie er die wahre Natur des Seins erkannt und freigelegt hat, wäre, diesen Zustand zu erreichen, es ihm gleich zu tun. Das wäre unser Ziel. Und tatsächlich, um diesen Weg zu gehen, um so zu werden wie er, was sollten wir dann zuallererst tun? Dann müssen wir jemand werden, der besser ist, als er vorher war. Nach und nach ein besserer Mensch werden, dann ein Dharma üben zu werden. Wenn wir nicht zuerst ein guter Mensch werden können, wie wollen wir dann am Ende ein Buddha sein? Das wäre da ein bisschen anmaßend, wenn man solchen Gedanken hat. Wie soll das denn funktionieren? Am Anfang noch nicht mal ein guter Mensch sein wollen und dann am Ende behaupten, zu einem Buddha zu werden. Wenn jemand in der Lage ist, sogar in allem was besser zu werden, dann kann man auch anderen mehr helfen. Wenn man selber in der Lage ist, besser sich zu verbessern, kann man auch.
Und dann kann man sich selber helfen und anderen auch besser hilfreich sein. Wie kann man das anstellen? Und das kann wirken, weil echte Dharma-Information, befreiende Information, eine Methode ist, tatsächlich eine Methode, eine Strategie ist, wie wir dies anstellen können. Aus diesem Grund sollte man sich mit echten befreienden Informationen dem Dharma widmen und das in eigenes Leben, in Erfahrung zu integrieren. Und solcher Art, das tatsächlich in das Leben integriert zu haben, dann können wir es gar nicht verhindern, dass wir eine bessere Person werden. Wir werden automatisch reifen und wir werden nicht mehr so ein Dummtropf oder Tölpel sein wie vorher, sondern wir benutzen dann hinfort unsere Intelligenz. Wir haben gelernt, selber zu denken und Verantwortung zu übernehmen. Und warum? Weil das, was der wahre Dharma ist verbunden mit Weisheit, weil es mit die Worte des Buddhas sind. Es ist die Methode des Buddha und der Buddha selber ist jemand, der diese Weisheit gezeigt hat, der diese Intelligenz zur Vollkommenheit gebracht hat. Deswegen ist es und dadurch die wahre Grundnatur des Seins verstanden hat. Und alles, was damit verbindet, diese Intelligenz, das ist echter Dharma. Und insofern ist Dharma-Information, befreiende Information, immer notwendigerweise verbunden mit Prajna, mit der unterscheidenden Intelligenz oder wachen, aufmerksamen Intelligenz. Wenn wir also irgendwas üben und lernen wollen und dann in Üben umsetzen und in Erfahrung sammeln und dann am Ende ein gutes Ergebnis erwarten, dann kann das da. Wenn wir solche Art uns irgendeiner Sache widmen und dann in Erfahrung umsetzen, dann können wir am Ende definitiv erwarten, dass es auch ein gutes Ergebnis bringt. Und so sollten wir damit vorgehen. Aus diesem Grund ist Dharma, um es in richtiger Weise anzuwenden, als Sammeln von Erfahrung in befreiender Information, was für uns gewiss und deutlich und klar und entschlossen ist, dann können wir darin auch besser werden für uns selbst. Wir können reifen zu einer besseren Person. Wir können unsere Intelligenz, unsere wache Aufmerksamkeit benutzen. Wir können sogar eine Person von größerer Heiterkeit und werden, der es einfach besser geht. Das Kernpunkt dabei ist, und das wie aus dem Grund, den ich ja vorher gesagt habe, alles hängt von unserer eigenen Geistes- und Bewusstseinseinstellung ab. Wir sollten in der Lage sein, uns darum zu kümmern, tatsächlich unsere eigenen Geisteshaltung anzunehmen, uns darum zu kümmern. Wenn man Dharma übt und uns nicht um unser eigenes bewusstes Erleben kümmert, dann ist der Dharma-Übung für uns so etwas, was ohne Geschmack ist. Da ist kein Lebensgefühl drin. Das wird etwas, eine Arbeit, die man durchzieht, wodurch man immer härter und irgendwie rigider und starrsinniger wird. Dann gibt es eigentlich aber es ist kein Grund dafür, dass wir unbedingt so hart und unflexibel sein wollten. Tatsächlich sollte Dharma etwas sein, was ganz geschmeidig ist, was sich an Zeit und Ort anzupassen weiß, an die verschiedenen Situationen. Es sollte ganz dicht an unserem täglichen Erleben daran sein. Und es hat etwas als Üben, das mit der tatsächlichen Grundnatur in Verbindung steht von allem. Und was darin uns unbegrenzten Nutzen und Wohl zu spenden in der Lage ist. Es ist wie eine Schatztruhe, die man hat. Wie viele Juwelen, wie auch immer, da herausholten, es wäre niemals ein Ende darin, eine unerschöpfliche Schatztruhe, so etwas wäre. Das wäre die Art und Weise, wie Dharma zu sehen ist. Jetzt kommt der dritte Punkt. Von den dreien, die besten Gelegenheiten dafür, Dharma zu üben, wenn Dinge besonders gut oder schlecht laufen. Wer wir auch immer sind, da gibt es Situationen, wo alles ganz gut läuft, wo richtig Hochstimmung ist, und da gibt es wieder Situationen, wo alles ganz schief läuft und ganz schlecht ist. Niemals ist alles dauerhaft nur gut und das Beste oder auch nur schlecht und fürchterlich. So, da gibt es also diese guten und schlechten Zeiten, die sich abwechseln.
Zum Beispiel an einem einzigen Tag, so könnte es morgens sein, dass wir ein fürchterliches Gefühl haben beim Aufstehen am Abend. Das ist großartig. Oder wir sind ganz deprimiert am Morgen und am Abend ist alles gut. Wenn zum Beispiel jemand in der Lotterie gewinnt oder eine ganz hohe Position, eine berufliche Position angeboten bekommt, dann entwickelt sich sehr leicht zu einer Aufgeblasenheit, ein Hochmut nimmt dann in uns Platz. Wir haben eine tibetische Sprichweise dafür. Dann ist uns der Himmel selbst Schal und Hut und die Wolken eine Kopfbandzier. Das heißt, unser Stolz nimmt zu, unsere Gier nimmt zu, wir schauen runter auf alle anderen und wir werden unkontrolliert, selbstsüchtig. So gibt es jemand zum Beispiel, sowas kann passieren, ne? Abraham Lincoln, ein amerikanischer Präsident, hat einmal gesagt, wenn du irgendeine Person tatsächlich im Charakter testen möchtest, einen Charaktertest für eine Person durchführen möchtest, dann herausfinden, was hat diese Person tatsächlich für einen Charakter, dann gib ihnen Macht. Dann kannst du verstehen, wie die Person tatsächlich gestrickt ist. So ist das eigentlich. Wenn jemand immer mehr Macht und Einfluss bekommt und immer mehr Mittel zur Verfügung hat und alles nimmt an Zahl und Ausmaß zu, die Macht wächst in Fülle, dann werden immer mehr Leute, die Fehler jener sehen können. Das zeigt sich nach draußen. So aus dieser Perspektive heraus, wenn wir das übertragen auf das Üben und Erfahren sammeln mit befreiender Information, mit Dharma, wenn also Dinge gerade gut laufen und alles besonders hervorragend ist und so weiter, weil der Wohlstand ist und so weiter, dann gibt es eine gute Gelegenheit zu üben. Gute Verbindungen sind da und mehr Gelegenheit dafür, den Dharma zu üben. Aber wenn man zum Beispiel eine äußere Bedingung nimmt, weil wir gerade sehr wohlhabend geworden sind aus irgendwelchen Umständen, dann ist das für uns, als jemand, der wirklich Dharma üben weiß, eine gute Gelegenheit. Je mehr wir an solchen Wohlstand besitzen, haben wir auch eine Verbindung zu anderen, wir haben Gelegenheit, großzügig zu sein. Und nicht nur das, wenn man mit Dharma großzügig geben kann, zum Beispiel wie im alten Indien, da ist der König Ashok, der unvergleichliche Ashok, wie es heißt, der Dharma-König, der, wie die Geschichte sagt, diese Macht benutzt, seine königliche Macht, dafür benutzt er als großer Herrscher, Dharma überall in Indien zu verbreiten. Und nicht nur in dem eigenen Land, sondern auch in den Nachbarländern. Und hat es sogar bis nach Griechenland hin, hat er diese Kunde weitergetragen. Also grundlegend hat er diese Position, diese Machtfülle, mit der er ausgestattet war, darauf benutzt, all diesen Ruhm, um darin großzügig zu schenken, Dharma-Information zu schenken. Wir sind vielleicht nicht wie Ashok, wir haben vielleicht nicht seinen Einfluss oder Macht, aber in unseren Klöstern oder unseren kleinen Gruppen oder was immer unser Einflussbereich ist, wir können Pläne und schmieden und Methoden anwenden, die dafür geeignet sind, anderen vielfältig zu helfen. Wir können viele gute Dinge anstellen. Diese stehen uns zu Gebote. Wenn man viele Bekannte hat und Beziehungen, dann kann man diese benutzen dafür, etwas Gutes zu tun. Aber wenn man jetzt in Begriffen unseres Bewusstseins oder Geisteshaltung das betrachtet, wenn wir solchen Einfluss gewinnen oder Reichtum und dann nach innen schauen gleichzeitig, dann müssen wir uns von innen her prüfen, von der Tiefe her untersuchen und prüfen. Noch mehr müssen wir uns dann in solchen Situationen des Hochgefühls von innen her prüfen, da wo wir uns von großem Einfluss, Status, Besitz und Ruhm unserer eigenen
Müssen wir prüfen, von tief innen her, werden wir dabei stolz, werden wir hochmütig, werden wir sorglos, unvorsichtig, glauben wir, dass wir besser sein als die anderen. Wir müssen schauen, sind wir immer noch umsichtig, sind wir noch behutsam? Diese Fragen, die wir uns stellen sollten von der Tiefe her. Habe ich etwas, was macht das mit mir, diesen größeren Status oder größere Macht zu haben? Habe ich da das Gefühl, ich müsste noch mehr Macht oder Einfluss kriegen, so wie das manche sind, wie viel immer Macht sie haben, dass sie immer noch mehr Macht haben wollen? Das muss man prüfen, so in kurz. Oder wenn wir immer mehr Gier haben, auch mehr Besitz haben wollen. Wir müssen dann, wenn so eine Gelegenheit sich bietet, die als einen guten Test zu sehen. Das ist wirklich eine Prüfung, eine hervorragende Prüfungsmöglichkeit, um mit größerem Interesse sollten wir in unser Inneres schauen und da solche Prüfungen durchzuführen. So, wenn man darüber redet, wie alles läuft, gut läuft, das hat nicht nur unbedingt was zu tun mit äußerer Macht oder Wohlstand oder Einfluss, sondern einfach eine Situation, wo einfach alles gerade gut läuft, wo wir uns gut fühlen, wo wir voller Freude sind. Oder in einem Hochgefühl schwelgen, dann sollten wir gleichzeitig niemals dabei nachlässig, sorglos oder träge werden im Hinblick auf das Dharma-Üben. So wie sollten wir in einer solchen Situation Dharma bringen? Dann, wenn gerade alles so super gut läuft. An diesem Zeitpunkt sollte man unbedingt darüber nachsinnen, wie alles ohne Dauer ist und ohne Bestand. Wir können nicht einfach hier plötzlich in einem solchen Zustand von Überschwang umnachtet sein, dass wir trunken von solcher Freude oder solchem Hochgefühl. Das wäre völlig dumm, denn eines Tages würden wir all das verlieren können. Und wenn die Situation sich dann ändert, dann haben wir überhaupt keine, wenn sozusagen Himmel und Erde plötzlich alles Kopf steht, dann ist die Gefahr, was sollten wir dann tun? So, wie zum Beispiel mit dieser Corona-Pandemie. Da war es doch, viele haben sich gewöhnt an die Art und Weise des westlichen Lebensstils und plötzlich war das ganz anders. Die konnten das nicht verstehen. Was geht hier ab? Was ist hier los? All diese ganze Leichtigkeit schien verloren, große Schwierigkeiten. Und jetzt sollte man eine Maske tragen. Und das hat ihnen viele, viele Schwierigkeiten bereitet. Ja, wie schwierig, da schauen wir drum drauf. Wie schwierig war es nur, der Leute dazu zu bringen, dass sie überhaupt eine Maske anziehen. Viele Leute waren völlig unvorbereitet auf so etwas. In Asien war das immer schon üblich, dass viele Leute Masken getragen haben, aber hier im Westen war das niemals so. Und sie waren schnell ermüdet und erschöpft von so etwas und völlig unvorbereitet. Also alleine diese kleine Maßnahme, plötzlich eine Maske zu tragen, war unglaublich schwierig schon. Sie waren nicht darauf vorbereitet, sie hatten keine Idee, was für so etwas kommen könnte und dass ein Coronavirus plötzlich alle Lebensplan durcheinander bringt. Warum? Weil wir niemals darüber nachgedacht haben, dass, wie es im Dharma heißt, dass alles ohne Bestand und Dauer ist. Es könnte sein, dass wir diese Botschaft missverstehen. Ich sage nicht, dass wir keine Freude haben sollten, uns das nicht gut sein lassen dürften. Natürlich sollten wir uns freuen können und auch genießen. Wenn wir Dharma üben, heißt es nicht, dass es alles ganz hart und schwierig sein muss. Man darf auch in der Lage sein, das Leben zu genießen und eine Freude zu haben. Aber was wir in den Zeiten, wo es uns gut geht, dass diese Gefühle von Freude und Heiterkeit nicht etwas sind, was von Dauer ist, oder sich niemals verändern, von Ewigkeit wären. Das müssen wir verstehen. Wir müssen verstehen, dass sich alles ändern wird und alles ändern kann. Und eines Tages, wenn das passieren sollte, dann sollte es uns nicht überraschen. So, dann wenn plötzlich alles anders
anders wird, dass Schwierigkeiten kommen, an die wir noch niemals gedacht haben, wenn plötzlich alles zuwiderläuft und dass wenn solche Situationen eintreten, wie ist es dann? Und darüber sollten wir nachsinnen. Das sollten wir im Blick haben, dann, wenn es uns gerade gut geht, wenn wir in einem Hochgefühl sind. So wie ich das bereits zuvor schon gesagt habe, grundlegend, allgemein, werde ich den bis zu dem 21. Vers lehren und dann sind noch 3 weitere zu behandeln. Also dann wird diese Frühlingsdame zu einem Ende kommen. Ich habe aber noch ein paar andere Dinge, die damit verbunden sind, die ich auch noch erwähnen möchte und möchte diese Gelegenheit dazu wahrnehmen. Vielleicht nicht unbedingt heute, aber vielleicht morgen oder in den nächsten Tag. Eine Sache, über die ich gerne sprechen möchte, ist, dass zu der Zeit von Jalwang Mikil Dorje, welche Hauptschüler gab es dort? Und der 5. Sharma Künchor Yenlag war einer der Hauptschüler des 8. Karmavas. Der Zeit, als der 5. Sharma Künchor Yenlag erkannt wurde, da gab es eine Kontroverse, ein Problem, weil da 2 Kandidaten auftauchten, die beide als Sharma-Inkarnation vorgestellt wurden. Sozusagen wieder 2 Lager innerhalb der Karmakansa, die sich bildeten und 2 verschiedene Kandidaten vorstellten. So ist genau, wie das heute, diesen Tagen passiert ist, so gab es das auch zur Zeit von Mikil Dorje. Und viele sind sich vielleicht dessen gar nicht bewusst und wissen gar nicht so viel über diese Zeit. Und deswegen möchte ich ein bisschen über diese Situation sprechen, wie sie damals vorlag. Wie war das die Intronisierung oder das Erkennen, das Wiederfinden des Sharma Tulkus, dem 5. des Künchor Yenlag? Welche Probleme traten zu dieser Zeit auf? Ich möchte darüber sprechen. Das ist ein Punkt, den ich hier nennen möchte. Und ein anderer, das sind Kernpunkte, die damit verbunden sind. Aber wie auch immer, ich glaube, das reicht für heute soweit genug. Vielen Dank. Jetzt die Widmung und die Wünsche, bitte.